Wir stimmen heute auf über das Gesetz, wer zu einer für die Landwirtschaft ganz schwerer Zeit kennt. Die Hilfe für den landwirtschaftlichen Sektor sind dafür von den konzernierten Ländern und Terra ganz genau an die Lupe geholt gehen. Ich will auf den einen oder anderen Punkt von diesem Gesetz angehen, aber auch ein paar grundsätzliche Bemerkungen formulieren. Die Zahl von unseren Betrieben, wenn ihr rund 100 Jahre zurückguckt, da liegt die damals nach bei rund 40.000 Betrieben am Land. Im Jahr 2019 hatte man nach 1872 Betriebe Tendenz fallend. Keine andere Politik wie die Agrarpolitik als an den letzten 50 Jahren von den europäischen Institutionen mehr bestimmt gehen wie die Agrarpolitik. Gerade auch in dieser Situation stellen sich für viele Leute aus diesem Sektor froh, ob sie überhaupt nach Vierer fahren sollen. Viele Betriebe fühlen sich unter Druck gesetzt, für immer mehr zu wachsen, also sich dadurch aber auch massiv zu verschulden und dort dabei sind Zukunftsperspektiven ungewiss. Und wir als Politik müssen als erstes Mal die grundsätzliche Frage stellen, was für Betriebe wir in der Zukunft noch wollen haben. Ich denke, dass wir als Albanen eins sind, dass wir Familienbetriebe erhalten und unterstützen wollen. Wie wir im Jahr 2016 die letzte Kehr über das Agrargesetz abgestimmt haben, waren 93% von unseren Betrieben Familienbetriebe. Dafür wollen wir auf die Schiene gehen, für die Betriebe zu unterstützen, für die Bauern, die Winzer, die Gärtner und so weiter, die verlieren kann. In das Leben verstehen wir Lebensqualität für die Bauern als eine Familie und nicht das Sklaven vom Betrieb zu gehen, Anerkennung für seine Arbeit und noch Fairpreise. Der Bauer als in einem Teufelskreis, der Verfall vom Preis zwingt den Bauer dazu, immer mehr zu produzieren, weil niemand Mass als Garant für den Bauer, dass die finanziell übertronnen könnt. Und dabei kommen wir nach die solchen Vorschriften, die diesem Sektor Leben ganz schwer machen. Wenn wir das erreichen wollen, dann ist es unverzichtbar, die Bevölkerung, die von den Früchten von der Landschaft lebt, mit an Boot zu holen. Wenn die Leckgären an den Discounter gehen, wo Reklam gemerkt wird, dass die Kiloweis Fleisch zu absoluten Dumpingpreis kriegt, dann muss der Konsument auch wissen, dass hier selber, der weiß, wie die Landwirtschaft funktioniert, negativ beeinflusst und Massentierenhaltung unterstützt. Der Konsument muss auch wissen, wenn ihr Billigfleisch abkauft, dass das selbst Länder könnt, wo die Totlehrer minder streng sind wie zu Lützeburg oder an der EU. Richtig also in dem Kontext, da macht die Landwirtschaft unterstützen sollen. Aber das darf nicht auf die Käste gehen von der konventionellen Landwirtschaft. Bio kann sich ganz viel Leck einfach nicht leisten. Wir müssen dafür Leck als erstes Mal drin kriegen, dass sie bereit sind, einen fairen Preis zu bezahlen für das konventionell. Bloß man nicht vergessen, dass die solche landwirtschaftlichen Betriebe, die konventionelle Landwirtschaft betreiben, auch ganz streng kontrolliert gehen. Die Wohl von den Tieren respektieren sie, und ein gesund und qualitativ hochwertig Fleisch bieten sie auch an. Wir dürfen also nicht die konventionelle Landwirtschaft gegen Biolandwirtschaft ausspielen, weil beide Formen haben ihre Berechtigung. Und hier komme ich dann auf mehr grundsätzliche Problem zu schwätzen. Den Image von unseren Bauern. Den Image vor allem von unseren Bauern, also als den Berufsstand, den so eng mit der Natur verbunden ist, kein anderen Berufsstand möchte so viel für das Kultivieren und Pflegen von unserer Natur. Über Jahren und Jahrhunderten waren die Bauern praktisch allein, die unsere Natur, unsere Umwelt und unsere Landschaft geprägt und geschafft haben.
Oder Bezug zu den Dieren, an Füll von den Dieren, leidt der Bauer stark Herz. Die traurige Realität ist aber leider, dass an den letzten Jahren keinem anderen Berufsstand so viel Misstrauen entgegengebracht ist wie Eisenbauern. Es gibt zum Teil regelrecht Feindbilder aufgebaut gegen Bauern. Die größten Naturschützer sind an der Landwirtschaft, an der Politik, die Bauern immer mehr müssen zu kontrollieren und zu befürworten. An der schweren Situation, an der als Bauern los sind, wird für sich durch ideologisch und sinnlose Mesuren von den geringen Lebensmitteln am reglementiert. Der Bauer wird DAX als Umweltsünder hergestellt. Wir brauchen es Akzeptanz, verstehst du mich für als Bauern? Alle Gärten, die an der Gemengepolitik aktiv sind, wissen, was dann als in dir Verlass ist. Kommen wir beim Elekt, regen sie ab, dass der Bauer da ist, dass Mist oder Gülle gefeuert wird, dass Meiserer gefeuert wird und dass es knackig ist. Wie das dann allkehr ein Skandal. Mir, den Elekt, muss man das ganz klar sagen, das gehört auch zu unserem Dorf, zu unserer Gesellschaft. Als iedereen hat in Entree dran, für sich dort dran zu gewinnen und Bauern hier Arbeit machen zu lassen. Es gehört nicht nur viel Arbeit zum Beruf vom Bauer, mehr auch für an allem viel Idealismus. Ein Job rund um Dauer. Der Bauer kennt keine Vakanz, auch kein Feiertag. Und ich gebe mir wünschen, dass die Bevölkerung dem endlich den nötigen Respekt entgegenbringt und der Bauer nicht als einen darstellt, den der Natur und der Umwelt schaden wird. Wir brauchen als Bauern, ohne Bauern kein Essen. Erlaubt mir zurückzukommen auf die Gesetzesprojekt von Hockt. Es ist sicherlich am Hinblick auf die Hilfe für die Bauern eine ganze Reihe guter Punkte an diesem Gesetz, die wir ausdrücklich unterstützen. Trotzdem überziehe ich dieser Gesetzestext nicht, das aus dem ganz einfachen Grund, weil dort Leute, die am landwirtschaftlichen Bereich schaffen, nicht überzeugt sie von diesem Gesetz. Ich habe gesagt, dass Bauern an einer ganz schwierigen Situation sind, was Finanzen anbelangt. Und ähnlich wie die Landwirtschaftskammer gesimiert auch so, dass Hilfen, die aus diesem Gesetz festgehalten sind, den Herausforderungen von der Zukunft nicht gerecht gehen. Das ist ein Rimmgeplocht, dass wie das Problem am Fangol richtig erkannt gehen. Das ist sicherlich auch kontraproduktiv, wenn es Regierungsparteien gerade die Grünen Gesetz wird ein CETA mittstimmen. Das ist ein Gesetz, das Bauern am globalisierten Kontext noch mehr unter Druck setzen wird. Der ist nicht nur bei der Globalisierung vorsichtig. Wir wollen dort die Interessen von unseren Bauern schützen. Der ist auch skeptisch bei der Sanktionspolitik von der Regierung. DAX, also die Landwirtschaft, am härtesten von den Sanktionen betraf, die wir gegen Länder anderer Länder holen. Wir brauchen endlich eine viel mehr engagierte Politik für uns Bauern. Landschützerskammer schreibt dann noch an ihrem AW, des modifications ponctuelles du cadre légal actuel, pour le faire simplement perdurer dans le temps, ne répondent aucunement aux attentes du secteur agricole. En avec la Chambre d'agriculture demande à ce que le ministère de l'Agriculture ne se contente pas simplement de modifier ponctuellement le cadre réglementaire actuel, mais mettre tout en œuvre pour adapter la loi agraire aux besoins réels du secteur agricole. Ich denke, wenn ihr wirklich in ehrlich gemeinten Dialog mit den Akteuren im Terra gefordert hat, da wäre in einem Gesetzestext rauskommen wie das. Landwirtschaftskammer geht damit detailliert auf die vielen am Text an. Für der aus diesem Gesetzestext nicht komplett. Wenn den 12 vom landwirtschaftlichen Sektor als Priorität hält, aus diesem Text ist nicht
konsequent genug. Allein wir dann noch an Namen von der ADR eine punktuelle Änderung zu proposieren. Schon vor rund 20 Jahren hat Landwirtschaftskammer beklagt, dass nicht endlich für einen landwirtschaftlichen Betrieb eine Gesellschaftsobben missstellen. Das gibt erlauben viel administrative Hürden, mir einfach kann ernst gehen. Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe gehen auch noch proper gefördert oder sind im Moment nach ob die üblichen Gesellschaftsformen wie SRL, SR, Société Civile also weiter limitiert. Es müssten nur seriöse Reflexionen gemerkt gehen über spezielle Gesellschaftsformen für die Landwirtschaft. Der Kontext, zum Beispiel ökonomisch, familiär und so weiter, als nicht mehr wirklich mit anderen Sektoren zu vergleichen. Und der Staatsrat hat diesen Vorschlag von der Landwirtschaftskammer begrüßt, leider als nie mehr wie gemerkt ging. Eng auf landwirtschaftliche Betriebe zugeschnittene Gesellschaftsform, wie die Landwirtschaftskammer das fördert, hat solche Vorteile. Der Preis von einem landwirtschaftlichen Betrieb durch die junge Generation könnte so administrativ einfach gehen, oder die freiwillige Fusion von landwirtschaftlichen Betrieben könnte so vereinfacht gehen. Die Gestion von Erbschafts- und Besitzansprüchen durch Familienmember von Betreiber von landwirtschaftlichen Betrieben könnte auch vereinfacht gehen. Ich will dann an dem Kontext für dem Rechten zu drohen eine Motion deponieren, die dem Uleiers von der Landwirtschaftskammer Rechnung dreht. Und ich gebe die dann überreicht. Merci. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als landwirtschaftliche Betriebe sind für Lützeburg unverzichtbar. Bauern sind den Ernährer von der Nation, man ist in dem Sinn einen mehr konsequenten Text gewünscht, ein Gesetzestext, der den Herausforderungen am Sektor wirklich und eigentlich gerecht wird. Dafür wird der ADR sich, wie auch schon 2016, wie wir über das letzte Gesetz aufgestimmt haben, was schon von eine Verlängerung ist von dem Gesetz, was man hat, haut stimmen, das ist eine Übergangslesung, und dafür gibt man es dann enthalten. Zum Schluss eine Suggestion, wir sind nie Masterplan auf B stellen, den all die nötigen Mesuren definiert, für als Bauern an der Produktion von hochwertigen Lebensmitteln zu unterstützen, für das Lützeburg, was die Ernährung angeht, möglichst selbstständig funktionieren kann. Die aktuelle Pandemie ist dafür ein gutes Beispiel. Und das wird noch zusätzlich untermauert von unserer Außenhandelsbilanz. Da importieren wir all Jahr für rund 1.700.000.000 an Lebensmitteln. Wir sind darüber überzeugt, dass von diesem Import ein Reifer Produkte auch hier am Land könnten hergestellt gehen.